Abstund, Fried zum Abstund werden, bloß weil Satten bleiben und Metzing, that's fine too. Mein Germisch ist nicht der ganz beste einzige, wenigstens wenn einer hier Spuren steht. So, wir wollen anfangen mit, nach erst ein einziger heller Stern, wie Jesus nennt in Jerusalem, und er in der düsteren Tiden nennt haben für so am Anfang zu tun. Das nächste Lied ist, wirst du da, aus dein Kriegsnellen, wirst du da, sagst du, der Blut dran von seinen Händen und Feit. Wirst du da, o som kriegst du stark de Haar. Wirst du da, o som kriegst du stark de Haar. Oh, manchmal moet ik einfach stonen, stonen, stonen. Wirst du da, o som kriegst du stark de Haar.
Het nächste Leid ist, schau ich zu jenem Kreuz hin, kijk naar dat kruis, wie hij ons heeft vrede gegeven. Schau ich zu jenem Kreuz hin, wo einst des Friedens Fürst erblicht. Für Schaden hat ich was gewinnt, was einst mein Stolz beschämet mich. Erlass ich nichts mein Rühmen sei, nur in des Heilands Opfer tot. Fahr hin, o Welt, mit deinem Schein. Bleib, Jesu, du mein Herr, mein Gott. Sieh, wie von Haupt und Fuß und Hand Kummer und Liebe purpurn floss. Heiß ist auch mir das Herz entbrannt. Herr, solche Liebe war zu groß. Wer meint die Welt mit ihrem Glanz, wär's doch als Opfer viel zu klein. Für solche Liebe nimm ich ganz. Ich selbst will, Herr, das Opfer sein. Dankeschön. Geht er mir durchsagen. Goedemorgen. Ik wil niet alle welkom van deel. En Stelle Friedach, ik weet niet hoeveel van jullie bekend zijn, maar wo wie es met een niet, je weet niet de Stelle Friedach gaan. En dat is een dag wo we stil zijn en laten ons een beetje denken, de 3 jaar wat Jezus daar ging. En dat is waarom dat Stelle Friedach heeten dat. En we hebben het leider goed gezongen, wat Jezus daar kon deed. En het andere part van Stelle Friedach is, Jode is 3 jaar, maar we zijn ook dankbaar. We freuen ons ook. En ik weet wel, wanneer we aan Stelle Friedach denken, dan wil we die bed tegelijk doen, op aan Christus hebben we bed. En zo willen we van deel aan Stelle Friedach bed 3 jaar en ook vrede hebben. Want we weten dat Jezus heeft in diesem prijs getold voor ons. Ik dacht van deel s'morgens een beetje interessante geschichte meedelen met jullie. Hier zijn zo dat is een familie wie kwam en taub en we deden een klein beetje onderhouden van wat Stelle Friedach wir. We reden een klein beetje aan de prijs wat Jezus told deed voor onze reding. Een van mijn zoons, der reed dan, hij muikt zijn beetje op en hij dus een kleine kind verken, beter kan irgendwas erklären als wat we kan verken. Hij zei, hij wist wel slag hij zich feilen deed, want hij wat aardig gedaan had. Hij wat aardig gedaan had, hij valt zich best, hij zei, it's very yucky. Hij valt zich best niet goed. Dan blijft daar wel wat zijn, want Jezus doet op een kruis weer. En al die zin wat mensen jemals hadden gedaan,
dort erklärt, wat hij feiern deed, waar dat nou een miljoen en een biljoen mol nur muss feiern. En dat is wat Jezus doet am Kreuz deed voor ons. Hij neemt alle onze zin op zich. Dat hij kon sterven voor die zin, dat we vrij zijn van die. We zijn losgekocht van die. En dat is waarom we van der taub komen. We moeten een klein beetje bekend maken van der, waar we deze aandacht voor doorgaan. We worden nur dit, dan wordt Frank Wolf opkomen. Hij wordt wat Versen van de Bibel lezen. Nou, dat dan worden we overal gaan. So, van der waar we dat een beetje onderstellen. We worden niet krijgen, om naar fern komen, overal nemen. Waarom we dat zo doen? Dat als een voorbeeld van waar we, Jezus Christus heeft ons het geschenk gegeven. En dan zal we in geloven, naar Jezus gaan, dat aannemen wat hij gedaan heeft voor ons. En zo, ik wil je van der gelegenheid geven, ik wil een klein beetje erklären wat we dat worden doen. Je staat erop, van hingen aanvangen, dan ze staat aan de zijde opkomen. En dat ze staat nemen, dan, wanneer je in de maat zijn, te meer naar je zetten gaan, dan aan de zijde naar je zetten gaan. So dat is wat we worden doen. En dan, wanneer je Kinder met hand van deel, en je wonderen weet, of je Kinder overal zal nemen, ik word dat nog geen ouderen laten hem entscheiden. So, wanneer je blijft je kind hat een verständnis van wat Jezus gedaan heeft, dan zal je vrij hem entscheiden, dat ze dat ook kan nemen. En wanneer je hier niet Glieder zijn, oder hier nie zijn met ons, en je hebt vrij wer kan overal nemen, ik würde sagen, wenn je an Jesus Christus nur vor ihr seid, wenn je Jesus angenommen habt als Heiland, dann kann je overal nemen. En je durft niet een Glied hier zijn, dat is op, en je brauchen ook niet, maar dat is op voor irgendeiner, wat in Jesus Christus nur vor ihr ist. So, ik wil van deel aanvangen met een gebed, en dan dort wordt Frank Wolf opkomen, en de aandacht wordt dan weer draaien. Jezus Christus, van der komen we taub. En we zijn den dierenpriest, wat u getold hast voor ons. Durch den dierenpriest zijn we losgekocht. Durch den dierenpriest is dat meerlijk dat we kunnen vergeeft worden. En Herr Jezus, van der nemen we een dag apart, van terugdenken, ons hart onderzoeken. En dat laten wat u gedaan hast voor ons hart ändern. We beten dat voor iedere persoon wat hier is van de smars. We beten dat u was ons in zijn geven, dat we die aanbeten kunnen. Wegen Jezus, du bist ons Heiland en we zijn dankbaar. We beten dit alle in Jezus zijn naam. Amen. Goedemorgen. Ik wil lezen van Matthäus 26, van 14 tot 30. Dan ging einer van de 12, Judas Iscariot, naar de hogepriester en zei, wat wil je mij geven, wanneer ik jullie word verraden? Zij toelden hem 30 zilverstukken. Van dan aan zag hij naar een gelegenheid hem te verraden. Jezus laat reitmerken voor de Passamol. Den eersten Fastdag, an den zij dat ongezuurde brood eten, kwamen zijn jongeren naar Jezus en zeiden, hoe zal we voor die dat Passamol reitmerken? Hij zei aan, gaat naar de stad, naar zo'n man, en zegt hem, de meester laat die zeggen, mijn tijd is nu hier, dat ik in dien huis met mijn jongen op dat Passamol eten wil. En die jongen deden wat Jezus aanbeval, en merken door het Passamol rijden. Als dat avond werd, zette hij zich met zijn 12 om daar. En als zij eten, zei hij, ik zei jullie de waarheid. Einer van jullie wordt mij verraden. Dit stemt hem zeer treurig, en zij vangen aan, een en de anderen, om te vragen, Herr,
zie ik dat? Hij beantwoordt en zei, dat hij zijn brood met beet heb in de schadeldok, wat mij verroden. Maar die mensen zijn waar dat kracht zo ramkomen, als dat voor hem geschreven staat. Maar wij, die mensen zijn verrood. Voor hen wordt dat beter zijn, wanneer die nie wie geboren worden. Dan ziet Judas, die am verroden wordt, zie ik dat, leraar? Hij zegt zu hem, zo hast du gesagt. Als zij eten, nam Jezus dat brood, dankte ver en bruk dat en geeft zijn jünger dat en zei, neemt en eet, dit is mijn körper. En hij nam een kufel wien, als hij dat dafür gedankt had, geeft hij aan dat en zei, drinkt alle daarvan, wils dit is mijn bloed en dem nieuwen bund, dat voor velen vergoten wordt, dat en kunnen de zinnen vergeven worden. Ik zei jullie, ik wil van deze wien niet meer drinken, maar aan jene dag, aan den ik ware frisch met jullie hoop en wie niet voor zijn drink drinken wil. Als zij een danklied gezongen hadden, gingen zij uit naar Levenborg. Zo weet. Zijn nu waren bij onze avondmaaltijd en dat is Frank wat je gelezen heeft, wat Jezus doorging. En hij zei een beetje wat avondmaal is. Hij zei dat is mijn bloed, dat is mijn körper. Dat is niet dat brood en dat wien zijn bloed en körper waardig worden deed. Dat is een symbool voor ons. En wanneer we dat drinken en wanneer we dat eten, dat doen we zoals een bewijs dat we ons met Jezus meethalen doen. Dat wat Jezus op een kruis deed, hij deed dat in onze steden. Want Jezus zijn bloed uitgegoten deed voor ons. Dat we ons bloed, wat is hart zal uitgegoten worden. Bij Jezus neemt onze steden. Want Jezus zijn körper leid verbreken, dat wir hadden zult den prijs tun. Weil Jezus told den prijs in onze steden. So dat is een groot wunder en een groot geschenk wat Jezus ons gegeven heeft. So we gaan vandaag over een klein beetje aandacht doen. En zoals ik al zei, we willen niet napkrijgen, om overal komen home. En waarom we dit doen als dit? De Evangelium zegt ons, waar we raad kunnen zijn door Jezus Christus. De Bijbel leert ons dat Jezus Christus kwam ter wereld. Hij leeft een leven wat perfect weer, volkomen weer. Niemals dat hij in de zin weer, hij weer perfect. En wanneer hij ganz perfect weer, kon hij op een kruis sterven. Hij braucht niet sterven voor zijn ene zin, hij kon sterven voor andere zin. En door op een kruis hangen alle de zin wat de wereld jemals wat doen, had je doen, en die sterven door met Christus met. Maar God krijgt ons aan, dat we dat aannemen doen. We nemen dat aan door geloven. Niet door Gottes werken, door geloven. Dat als wilt we geloven. We kunnen de geschenk wat Jezus gedaan heeft niet verdienen. We kunnen het plus aannemen. En zo vandaar als poort van dit symbool, ik wil je krijgen, om napkomen, om overal nemen. So wat we willen doen is, ik wil hier beten voor ons. En dan waar we hingen aanvangen. En dan naar fern komen. En we willen wagen dat we alle gaan brood genomen. En je willen het beides nemen, wanneer je naar fern komen. Dan willen we ons doorzetten. En dan willen we instellen wagen dat iedere persoon wien en brood heeft. Dan willen we alle het op eten.
Wenn du so eine Sand, was nicht gerne fernkommt, wegen Gesundheit oder was immer, wir würden befreien, dass die blieben Sachen in dir kann, worden die der Braut in der Wien bringen. Und wenn die von der Smars nicht wollen, mal nehmen, das Ganze dauert, wir freuen uns, dass die blieben, die in Sachen, und dann wird die fange ich an, seine Ehrenwort. Und so, wenn die Frauen haben, weil wir das vielleicht mit Ordnung tun. So, wo wir wollen tun, ist, wir wollen hängen anfangen. Und dann, wo wir diese 2 Lines am Bett sehen, wollen von hängen anfangen, dann so Städten abkommen. Und dann, wenn die in der Mäd setzen tun, dann wollen hier vorbeikommen, dann der Mäd die Setten fingen. Wenn die noch 7 Setten tun, dann 7, dann die Setten so fingen. So, aber wir alle hier dort haben, dann wollen wir taub und mal haben. Ich will von dir beten für uns und dann nur da, wo ich dann jeden abkriegen. Wenn die hier sitzen, dann wollen hier vielleicht einen Staut sitzen, aber das eine Gelegenheit für uns, haben in Stellen sitzen und durchdenken, was Jesus tun hat für uns. Und so, wir sind in keine Bose und der Zeit, was wir wollen nehmen, ist der Zeit, was uns fehlt. So, weil wir taub beten und dann wollen wir jeden abkriegen. Herr Jesus Christus, Dankeschön für den großen Opfer, was du gegeben hast für uns. Die Bibel lehrt uns, dass ohne dass der Blut ausgegossen wird, erst keine Vergebung versendet. Jesus Christus, du gibst dein Blut, dass wir können unsere Sünden vergeben werden. Die Bibel lehrt uns auch, Jesus, durch den Preis für die Sünden, der ist ein großer Preis. Das ist ein ewiger Lohn. Und das ist, warum die Leute den Körper verschlossen in eine grüliche Weise dort gemerkt, so dass der Preis für die Sinn wird betont. Und Jesus, wir sagen Dank. Und wir beten nun, wenn wir hier in Stellen sitzen und uns halten denken, was du tun hast für uns. Ich bete, dass die Jungen wird hier in Sehen sein für uns. Wir beten alle das in Jesus Namen. Amen. So, ich wollte die können abkriegen und so, da haben wir das recht gemerkt. Und dann, wenn die hier hängen, werden anfangen und dann kommen hier verlängern und dann die oben mal holen. Und dann, wenn die Kern dort ein bisschen hängen haben, was wir alle recht sind, dann wollen wir taub oben mal haben. So, wenn die da hängen, werden anfangen, fernkommen, würden die anladen.
Ist er noch irgendeiner, der in der Fernwelt kommt? Wenn jeder hängen will in der Fern kommen, je kann. Okay. En dan, wenn je die kan rijden, wenn die eens einer dat brood en dat wien film dat, bis je hond op en dan die worden niet wellig zijn. Laten we nog taub beten. Jesus Christus, wir sind dankbar für den Opfer, was du gegeben hast für uns. Und wie wir in Christus stehen, wir haben das angenommen durch Glauben. Und das ist ein Geschenk, was du uns gegeben hast. Wir weten, wir können es nicht verdienen. Und wir sind dankbar für die Gelegenheit, dass wir dort weiten können, dass wir reich sind mit dir. Und wenn wir in der Ferien sind gekommen, und wir dort im Glauben haben, angenommen dort, was du getan hast für uns. Wir beten Gott, dass du uns jeder Tag halten denken. Dass du uns Rader bist, dass du uns heilen bist, dass du uns hören bist. Und wir sein von dir Dank. Und wenn wir taub eten, dann Gott, beten, dass du uns das brauchen, um uns das nicht stärken in Einigkeit und im Glauben in dich. Beten alle das in Jesu Namen. Amen. Laten we dan taub eten en drinken. Zeg uit, ik wil de worship team naar krijgen van de Heinleid. En wanneer je wil je een koffels bis naar een eng brengen. En dan kan je worden de ushers het opbrengen. Soul.
my sins away. With 3 rusty nails, they nailed Jesus to the tree. The sun turned to darkness on that day. 'Twas the day that Jesus died, and the blood flowed from his side. The blood that washed my sins away. Matthäus 27. En als zij uit marschieren, trafen zij Simon, een man van Kyrene, den bedwongen zij, Jezus zijn kruis te dragen. En als hij bij Golgatha kwam, dort meint een Schädelplatz, gaven zij am wien te drinken, der mit Goldzuur topgeriet wird. Aber als hij dat schmeckt, will hij dat nicht trinken. En als zij am die Kruis hadden, tragen zij Laster en deilen sich seine Kleider an, dat sich erfüllt, wat durch de Propheten gesagt wird. En dan zaten zij zich doel en werkten even aan. En boven even zijn Grab schrijven zij aan, womit hij beschuldigd wordt. Dat is Jezus, de Juden erkennig. Er worden ook 2 Räber mit am Glück gekreuzigt, einer an der rechten Seite und einer an der linken. En die bei ihm vorbeigingen, schaderten mit de Kap en lasterten even arm en zeiden, die den Tempel doelbrengen en 3 Tage abhuren wirst, nu raad die Salz. Und die Gott sehen bas, dann kam von Triets rauf. So merken dort auch der Hohepriester und Schriftgelehrte in Altestas, die deuten am Spaten und sehen. Andere hat er gehalten, sich Salz aber kann er nicht halten. Wenn er Israel ein König ist, dann lud am von Triets rauf kommen. Dann war wir und am Glauben. Er hat Gott vertraut, dann lud Gott am nicht halten. Wenn die am haben will, weil er hat gesagt, ich sie Gott sehen. En gerade so deuten auch der Räber über am Spaten, die mit am Tag die kreuzig wären. Dann war dort von Klock 12 Uhr Mittag bis Klock 3 Uhr Mittag über das ganze Land Dienstag. Ungefähr Klock 3 Uhr Mittag schrie Jesus laut, Eli, sabachthani. Dort meint, mein Gott, warum hast du mich verloren? En einige, die sich durch Raumstunden und dort hielten, sehen, der raubt Elia. Fuhrst du nu, ran einer und holt ein Schwarm und Leute dort voll Erik tragen, stieg dort ab ein Stock und gab ihm zu trinken. Aber der andere sehen, wach, weil wir muss sein, auf Elia wird am raufkommen und halten. Und Jesus schrie noch einmal laut und gab sie Jesus ab. Und weißt du, die Gardine im Tempel reit von boven, bat unten ihnen ein. Die Erd schattert und die Steine spulten. Du merken sich auch viel Gräber ab. Und viele von den Heiligen, die all gestorben wären, stünden ab und kamen uit de Gräber raus, als Jesus erst von dort abgestoßen wird. Die gingen in der Heilige Stadt an und bejegten viele. Als der Kommandant und die Soldaten, die über Jesus wirken, dort Erdbeben und dort, was alles passiert, sahen, ward an dort jämmerlich Angst und sehen. Sicher, als das Gott sein Sinn war. Du wirst noch viel früher, die von wieder auf abhossen, die von Galiläa gekommen wären und am gedient hatten. Manche wird Maria Magdalena und Maria, Jakobus und Josef ihre Mutter, und die Mutter von Zebedäus seines Sohns. But so weit. Danke schön. Das Geschichte, was wir in Matthäus hier lesen, sei wie wo Jesus taubtheim mit seinen Jüngern. Und da hat er seine Freunde alle taub. Und dann, wenn er auf dem Kreuz gestorben ist, er wird da wirklich ganz allein. Er fängt an mit seinen Jüngern, er hat seine Jünger bei sich. Und dann zuletzt hat er den Vater noch mit sich
wanneer hij op dem Kreuz weer en dan nach Maria en een paar andere. En door, wanneer Jezus sterven deed, wie hij werkelijk ganz allein. Hij en alle onze zinden. En dat is een wunder wat Jezus door je doen heeft. Dus, toen je lezen deed, dat we een grote eerdbeding door wanneer Jezus sterven deed. Laatste zondag zagen we, deze zondag zagen we wou, wanneer wat door wir, wanneer Jezus in Jerusalem naanreden deed, nicht würden Hosanna singen, de Steine würden schreien. En nu willst de Menschen nicht wehren, tam Jesus anbeten, de Steine deiden wirklich schreien. Dit is Gott zien sehen. Hij is gekomen, dus de Welt erheiland. En wie zullen hem aannemen? Ik wil van deel bis de versen wat no dit wat je goed gelezen worden, wil ik doorgaan. Wanneer we op Stelle Friedach lezen dan wat Jezus op een Kreuz doorgaan deed, we lezen van een Opfer wat hij geven deed voor ons. Maar ik wil van deel een klein beetje wat ordentjes reden, en dat is aan de zin tussen Stelle Friedach en zondag. Stelle Friedach en zondag, die passen taub. Voor onze radung, Jezus stierf, om onze zinnen vergeven. En hij stond op van dood, om ons nieuw leven geven. Aber zin und wir hij in graf. En hij weer door, en ik geloof, dass wir als Christen, wir fingen uns verken, dat we een beetje zo twischen de Kraft van Stelle Friedach en twischen de Kraft wat in Austeren is, we leven. We leven twischen de bed. We zijn angst, om dat werkelijk ganz aannemen, wat Jezus op dem Kreuz deed. En we zijn werkelijk angst, om dat uitleven, wat Jezus in zijn ware opstonden deed. So ik wil van deel ons mout merken. Waar we niet in zin und blijven. Waar we Friedach aannemen. En dan zondag, waar we reden, wat zondag meint dat voor ons. So 59, wir wollen wieder lesen, die Versen, was du sagst. Und das sagt es dit. Das ist Matthäus 27. Das sagt, en Josef nahm den Körper und wickelt den in ein reines, lean, segnet Lerken. Und hij lädt den in zijn enet niet graf. Dort hij had in ein Stein neerhaken laten. En rollt een grote Stein verder der en ging daarvan. Maria Magdalena en de andere Maria hadden zich beid bij dat graf gingen Eva doorgezet. So dat is waar zij Jezus Christus begraven hadden. En hij werd hier in een nieuwe graf begraven. En wanneer je dat nog niet weten, dat is anders als wie dat hier in Canada doen. Dat is niet dat zij worden zich in Loch groeven in de eerd en dan dat Körper begraven, dat tauschen met eerd. Dat is dus een steinerig en zij würden zich voor een eiver zeken, wo zij würden kern van het stein in graf uithaken. En dan würden wir jetzt eine Stoff sein und du würden sie den dode Körper neerzetten und dann würden sie den Stein verrollen, dass er tau wird. So, das ist, wo Jesus begraben wird. Und wir sehen hier, dass Josef nimmt den Körper und wickelt dort an. Wer war Josef? Wir wissen nicht gerade, wer er war. Das ist das erste Mal, was wir von ihm lesen in der Bibel und wirklich auch von der letzten. Aber das sagt, dass er wie so eine was sein einen Graf hat. Und ich meine dann, dass er ein reicher Mann war, dass er das kann, das zeiten. Und er hat es recht gemerkt und das sagt, dass wir sind einen Graf. Und er will Jesus ehren, mit Jesus begraven, dass er das will. Das ist interessant in Jesaja Kapitel 53, der 9. Vers, redet Jesaja von, wo der Messias, was wird kommen, der wird begraven worden in Recken sein Graf. Das sagt es dort. Jesaja Kapitel 53, der 9. Vers. Sein Graf wie manch der Sünder in Recken. Und doch hat er keinen Gewalt angedun. Und hat keiner Les geredet. So er war begraven mit der Recken.
Wir zijn nu een klein beetje in Johannes kapitel 19. En dat redt van datzelfde wat we hier lezen dan. Johannes kapitel 19, 38 en 39 sagt het zo staat. Nu diesem kwam Josef van Arimathea en vroeg Pilatus of hij Jezus van Kreuz raufnemen durf. Josef wie een van Jezus zijn Jünger. Aber hij hield dat stil uit angst voor de Juden. En Pilatus gaf hem de vrijheid. Zo kwam hij en nam dat doden Jezus rauf. Ook Nicodemus, de verheer bij nach, nu Jezus gekomen weer, kwam en brach 100 pond mieren en olie taub je meint. So wir zijn hier dat Josef, der ging mit Nicodemus taub. Die waren weiten, wenn die das Buch Johannes kennen, in Kapitel 3 von Johannes lesen wir, wo Nicodemus kam nach Jesus danach und preach. Und in vielen Wegen wird das Josef seine Weg, wo er wird dort bewiesen, dass er in Jesus Christus nur Folge wird. Wir denken, wir dort uns glauben, dass krank in so einer Weg sind, dass das wirklich ernst ist. Aber dieser Josef, wir wissen nicht, was von Mann er wir, weil er wir vielleicht ein stiller Mann. Und er wir vielleicht ein bisschen blöd. Aber er hat in seinem einen Weg Jesus Christus bewiesen, dass er sie nur Folge wir und auch, dass er am Anbeten und am Ehren. Und dann in 59 wieder sagt er, aus der ersten Abend ward, kamen Josef und Reckermann von Arimathea, der auch einer von Jesus seine Jünger war, der ging nach Pilatus und früh, das hat er gelesen. So wir sein, er mögt dort Körper reid und der dort begraben in dort Grab. Und dann in 62 sei wie wo die Judenlehrer, sie hatten was gehört von Jesus und sie hatten Angst. Und 62 sagt es das. Den nächsten Morgen, dort erst an den ersten Fasttag, wir, sammeln sich die Pharisäer und hohen Priester für Pilatus und Säden. Uns ist gerade beigefallen, dass das Schwindler seht, als er noch lebt, dass er wird am 3 Tage von dort abstoßen wird. Dann darf Anordnung, die ersten 3 Tage streng über das Grab zu wirken. Dort eine Jünger nicht können kommen und dort wachstellen und zu den Menschen sein. Er ist von dort abgestoßen. Dort die Menschen zu Latz nicht eher angeschmiert worden als ihr. Es ist interessant, was die Pharisäer hier tun. Und wenn wir in dit Matthäus-Brief lesen, wer die Pharisäer wären, sie wären so eine, was sehr hängerig sich wären. Sie würden nicht wörtlich sein, was sie gerade meinen. Ich wundere wörtlich, sie wären doller bedeutet und ihre Ehe, und sie wären wirklich Angst, dass Jesus wird von dort abweichen, sie wirklich Angst wären, dass die Jünger würden dort Körper wegstellen. In vielen Wegen bedeutet auch, dass sie eine Angst hatten von den Jüngern. Ich glaube, hier ist der Punkt, wo ich will haben, wir sollen von der annehmen. Wir können nicht bloß wegkicken von Jesus. Jesus ist eine Person, er ist ein Radar, wo er verlangen hat, dass wir Stopp mitnehmen dürfen. Wir können nicht bloß in deutlich Raum setzen, so zu sein, ohne dass wir Jesus Christus annehmen oder aufsehen dürfen. Jesus Christus ist von aller Ewigkeit Gott gewesen. Ich glaube, das ist diese Pharisäer. Du sind so von uns, was Angst haben, um Jesus bejahen, so es wörtlich ist. Das ist, wenn wir Jesus bejahen, dann so es wörtlich ist. Der Gottes Lohn, was alle die Sinnen haben wahrgenommen, wir sein dann, dass wir uns ändern.
Wir können nicht so bleiben, das was wir sind und das wir wären. Wenn wir unsere Sinne nach Jesus bringen, dann, in der Wahrheit sein, wir nehmen Stelle Friedach an, wir können dann nicht wieder leben in unser Sinn. Und wir sind Angst dann, haben Jesus wörtlich von ganzen annehmen, wenn wir weiter was uns Leben ändern. Weil ich glaube, viele von uns sind dann vielleicht auch so diese Pharisäer. Wir freuen uns die Frau. Und dort ist das. Ja, dort sind. Dort wird Jesus sein, der von sich selbst, dort er den dritten Tag wird abwarten, wörtlich so ist. Ist das wirklich so, dass er den dritten Tag wird abwarten von Tod? Derselbe Gott wird uns geraten hat, durch Jesus Christus sein Opfer. Wenn wir dort annehmen, dann, dass er von Graf abwarten wird, dort ändert alles. Dort meint dann, dass wir leben nicht bloß für gestern. Dort meint dann auch, dass wir leben nicht bloß von der Lehr, was von gestern wir. Und du hast eine Kraft, und wir wollen Sonntag sein, was die Kraft ist. So wenn wir uns nicht fingen, dass wir, so die Pharisäer sind, dass wir Angst sind, um Jesus Christus annehmen, dass er wirklich ist. Ich will von dir mitteilen mit uns, wo wir können dort annehmen, was Jesus Christus getan hat. Und wenn wir das tun, die Bibel lehrt uns, dass uns Leben wird ändern. Jesus Christus kam zur Welt, er hat für alle Ewigkeit, dass er das Dreieinigkeit, Port von der Dreieinigkeit, hat in Gemeinschaft gehabt mit Gott. Er ist nach einmal gewasst, er ist von dir und er wird einmal sein. Und dann 2000 Jahre zurück war Jesus Christus, die zweite Person von der Dreieinigkeit, nahm er an, dass er ein Mensch war. Und dann so ein Mensch, dass er erfüllen alles, was der Gesetz verlangen hat, dass ein Mensch soll leben. So, dass er perfekt war. Dass wenn er sterben wird, sein Tod kann Sündenlohn bezahlen. Aber nächstes gewöhnliche Menschen, wenn wir sterben dann, wir bezahlen unser Sündenlohn. Weil wir heute keine Sinn haben, er kann dann sein Leben geben, um den Sündenlohn bezahlen für alle Menschen. Er wird ewig Gott, du wen kann er den ewigen Lohn bezahlen und für alle Menschen, für alle Zeit. Und du auf den Kreuz in Stelle Friedach starb Jesus Christus. Und wenn er sterben, dann wir sagen, wo grautet das wir lesen dort, wo der Gardinen in der Tempel von boven bis unten Tränen deit. Und nun wird es für das erste Mal möglich, dort wir Sünder sind und Sinn geboren sind, du nicht zwischen uns und Gott stehen wird. Die Gardin ist von boven bis unten getrennt. Und nun raubt Gott uns an. Durch Jesus, der nie hohen Priester, können wir nach Gott kommen. Und wir können Vater Gott gerecht stehen. Wir sind rein gewaschen in Jesus Christus seine Blut. Und wenn wir dort wollen haben, wir sollen dort annehmen im Glauben. So wollen wir dort annehmen im Glauben. Erst müssen wir bekennen, dass wir Sünder sind. Wir müssen uns erst recht und ansehen, für wer wir sind. Wir sind Sünder. Wir sind kalt gekommen. Und dann müssen wir glauben im Hort, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Er ist Gott, er Gott, was Mensch geworden ist. Dass er kann für uns sterben, wenn er auf dem Kreuz hängen wird. Gott sagt alle unsere Sünden, deine Sünden, meine Sünden, ab Jesus Christus. Und dann, wenn Jesus durch am Kreuz sterben wird, bezahlt er für die Sündenlohn. Und alle die dann, was in Jesus Christus glauben, dann, haben das ewige Leben. Wie kann dann glauben? Und dort tun wir durch Gebet. Wir rufen Jesus Christus an durch Gebet. Und wir sagen in Gebet, was ein bestes das ist. Herr Jesus Christus,
Ik beken, ik ben een zinder. Jezus, ik geloof, du bist Gottes Sohn en dat du bist für meine Sünden gestorben. En Jezus Christus, im Glauben, neem ik dat aan wat du gedaan hast. Ik weet, ik kan het niet verdienen, ik kan het bloß annehmen, wat du gedaan hast für mich. Und dat braucht nicht wörtlich de perfekte Wert sein, dat is niet wat van de Wert wie brauchen, dat is wat en wat is. En de Bibel leert ons sehr klar, wanneer we dat doen, dan kunnen we dat weten, dat we recht doen met God, dat we dat eeuwig leven hebben in Jezus Christus. En dat is de boodschap van Stelle Friedach. Dat is waarom we taub komen. Dat we kunnen dat weten, dat we dat eeuwig leven hebben. En ik weet niet, wer hier zijn en wo je met Jezus Christus staan. Maar wordt dat niet een wonder zijn, wanneer je niet naar Jezus geeft, dat van deel den dag is, wat je dat aannemen voor de eerste maal. Dat je kan voor alle tijd dat weten, wo je met God staat. En dat je dat weten kan, dat je dat eeuwig leven hebt. Ik wil van der sluiten en nu dat dan worden de worship team opkomen. We hebben een Schlusslied zingen. Wat je van der hier zijn, en we hebben van der taub overmoe gehad. Ik geloof ons wordt dat verken zo bekannt. Dat wat Jezus gedaan heeft voor ons, dat we dat niet meer ernst nemen dan. En in vele wegen wonen we verzinnend. We leven niet in de kracht wat Friedach is. En we zijn moedloos. We hebben moed verloren. Maar ik wil ons helpen denken, ik weet, ik ben een prediger, ik kan meestal wachten voor zondag. Maar Jezus blijft niet in zinnend. De kampendag, zondag, wo Jezus Christus niet meer in graf is. En hij wordt opstaan voor onze reding en voor ons nieuw leven. We sluiten met een gebed. Jezus Christus, we zijn hier, waar de Pharisäer Angst wären, dat vielleicht wieder so, dass Jesus Christus gesagt hat, vielleicht wieder so, dat am dritten Tag hij wird von dort abstehen. Vielleicht wird es so, wenn hij wird von dort abwaken, dat hij wird die Welt ändern. Und Jesus Christus, ich bete für uns von dir, dass wir wollen uns nicht bloß in Sinn und sein. Wir wollen nicht bloß glücklich bleiben, aber wir wollen das wörtlich mit dem ganzen Hort annehmen, dort, was an Friedach passiert ist, sodass wir können dort ausleben, was an Sinn und kommen wird. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen. Ich will euch anladen, noch einmal abzustehen, wenn ihr könnt. Dann werden wir zum Schlusslied singen. Wenn wir nur gemeinsam gehen und horchen, nur Gott sehen, aber Sonntag, dann wollen wir hier und dann singen wir die Leute, wie er aufsteht. Schon oft gefleht, zu
dieser Kelch nicht seinen trübt, von mir Gethsemane. Geh nach Gethsemane, hör den Klageton, sieh den Heiland weinen, ja, es weinet Gottes Sohn. Doch ganz ergeben beugt sich, dein Wille, Gott, geschehen. Das litt der Sünder nur für dich, dort in Gethsemane. Geh nach Gethsemane, hör den Klageton, sieh den Heiland weinen, ja, es weinet Gottes Sohn. Hatten wir sehen, Dach.